als Jesus auf das Erde kam, dann wird das Erde in hoffnungslose Stadt. Sehr viele Menschen lebten hoffnungslos. Die hatten Steine in der Weg, wo sie nicht über können, wo sie nicht können zu sie drehen. Und so da wir wenig Hoffnung verehrt. 2000 Jahre Luther ist diese Welt eine hoffnungslose Stadt. Wir haben Steine in uns Weg. Some von dort sind große Steine, wo wir nicht ewig kennen oder nicht rum kennen. Some sind kleine Steine, wo wir uns verwrecken oder wir hätten nur an, wie fallen haben. Aber alle von uns haben mit Steinen zu tun. Und zu dieser Reihe von Botschaften, wo wir von der Anfang an bewegt nach Steiner. Und zu in dieser nächsten Feuerbotschaften, weil wir checken nur Menschen, die hoffnungslos werden, Menschen, die Steine in ihr Weg haben, und die begegnen Jesus. Und Jesus deut ihre Steine in den Weg rüt. Er halb ihn zu Eva. Gott verspricht uns nicht, dass er immer alle Steine ins Weg rütnehmen. Aber er verspricht uns, er wird die durch Eva halten. Ich weiß nicht, was dein Stein ist, oder deine Steine, oder was von den Dingen du in dein Leben hast, würde sich so folgt, du kannst nicht Eva. Aber ich glaube, viele von uns, vielleicht alle von uns, haben Dinge in uns Leben, wo wir uns gleich in den Stich treiben. In Epheser 10, da haben wir ein Wort. Und dort wird es Niejeschaufen. Und weißt du, das, wo wir wollen uns vertiefen, Niejeschaufen. Das ganze Werken hat zu tun mit Niejeschaufen. Jesus kam Dinge nie mehr an. Und das wird er plötzlich gebraucht, Niejeschaufen, auf Englisch sagt es, wir sind sein Workmanship oder something, sind wir das dort. Aber die Idee ist, dass Gott merkt von die Wort. Und Gott will die nie merken. Das sagt es dort in Epheser 2,10. Dadurch, dass wir mit Christus Jesus verbunden sind, hat Gott uns nie geschaffen. Und so wenn wir mit Jesus verbunden sind, hat Gott die nie gemerkt. Er hat die nie geschaffen. Und so hat immer Stein, du in dein Leben hast, der wir in dieser Zeit nur Jesus bringen. Oder vielleicht anders gesagt, wir wollen Jesus begegnen bei uns Stein. Und weißt du, Gott will die durch begegnen. Er wird die gleichen zu halten. Er sagt doch in 2. Korinther 5, durchwehen, wenn wir in Christus sind, dann ist er ein neuer Mensch. Nie geschaffen. Nie gemerkt. Das englische Wort ist Transformation oder Regeneration. Wir sind nie geschaffen. Und so, in dieser hoffnungslosen Welt, und weißt du, wir wollen sozusagen durch eine Bilderstufe gehen. Stell dir mal vor, dass du ein solcher berühmter Vorwärts, der kommt hier noch an sich Gegend. Und er hat eine Ausstellung von seinen Bildern, was er gefahren hat, und du jetzt da haben, um die Bilder zu sein. Und das Vorwärts, der hat immer die Bilder zweimal gefahren. Einmal in eine hoffnungslose Lehre und das nächste Mal nur dem, was Jesus begegnet. Und so da werden wir ein bisschen nur checken durch das nächste Feuerbotschaften. Wir reden hier von Obergott. Und so das sind Obergott-Geschichten. Das sind Dinge, wo Menschen sozusagen in eine ganz hoffnungslose Lehre werden und sie begegnen Jesus. Und dann passiert ein Obergott in ihr Leben. Und sie sind nie geschaffen. Sie sind nie gemerkt. Nicht unbedingt, dass ihr Körper nie ist, aber sie sind nie gemerkt. Und so, das erste ist ein Leprakranker. Na weißt ihr, dass glaube ich, keine Menschen, oder wenig Menschen, zu Jesus in der Zeit, wird hoffnungsloser werden als ein Leprakranker. Ich würde Ihnen tauchen, wenn die Zeit fing, dort mal in 3. Mose, irgendwo, Kapitel 14, 15, und da irgendwo, du hast beschrieben,
Wort ein Leprakranker, wenn du ein Mensch bist und du hast eine Krankheit an deiner Haut, dann musst du den Priester wiesen und dann musst du verschiedene Dinge tun. Und dann einmal ein Tag, dann sagt der Priester zu dir, dass du hast Leprakrankheit, du bist unrein. Na, wenn wir uns mal feststellen, dass du kommt ein Mann, und ich will den falsch lesen, aber da kommt ein Mann, Jesus, der ist leprakrank. Wir wissen nicht, wo lang, weil die Leprakrankheit dort erst eine interessante Krankheit sein, sonst, dort hat die Nerven dort merken, oder Menschen verlieren Finger, die verlieren ihre Teuen, oder so eine Dinge, wenn sie werden noch gleich an, wenn sie sich würden schneiden, oder so eine Dinge. Verschiedene Dinge wie dabei. Aber das oberste Ding von Leprakrankheit wäre nicht, dass die Arm losfallen, oder die Teuen, oder so eine Dinge. Das oberste Ding wäre, dass die wirst ausgeschlossen. Euer ist ausgeschlossen. Du musst von deiner Familie wissen. Wir uns mal feststellen, dass das Mann, das ist ein junger Polit, ein junger Mial, really, und sie planen ihr Haus. Und sie haben, die Mann hat sich ein bisschen was Tag geschafft, und sie haben sich da ein bisschen Häuschen gebaut, in der Heuhafen, so da wollen sie wohnen. Sie wollen da ein paar Kassen, haben Tomaten mit Land, hat zum Ackern, sie wollen ihre Familie da abtragen. Das junge Couple, sie saßen taub und sie spazieren und sie verteilen sich von ihr Traum. Und wo sie wollen wiederkommen, ihr Leben, und sie wollen mehr Tieren kaufen, und sie wollen vielleicht noch mehr Land kaufen, und sie wollen Bühren in ihr Leben. Und so, sie haben große Träume. Und dann befreien sie sich, und das ist bloß ein sehr froher Tag. Sie befreien sich, und dann sind sie zum Jahren befreit, haben über dem ein paar kleine Kinder. Sie haben sich ein paar mehr Kassen können kaufen, sie haben ein klein bisschen mehr Lohn können kaufen. Und das dreht wirklich so, darum wir, dass es wird. Aber einmal hat der Mann eine Plage an seinen Arm. Und das Gesetz sagt, er muss in einen Priester gehen, und so geht ein Priester, und dort wird gesagt, und dann muss er 7 Tage lernen, und lest ihr dort nur all die Dinge, was sie müssen durchgehen, zum bestimmen, was dort Leprakrankheit wird. Aber einmal ein Tag, sagt der Priester zu ihm, dass er hat Leprakrankheit, und gesetzlich muss er dann von Tüß. Das sagt im Alten Testament, dass sie selben so ein Mensch dort aus Tod anchecken. Und ich stelle die mal an. Er ist beim Priester gewesen, er kann nicht mehr in die Haus gehen. Die frühen Kinder, die stehen da ein Ängste auf, in der Rohren und Prachen. Er soll nicht weggehen, aber er muss. Er ist nu ein lebender Doodja für seine Kinder. Und so nu sind all some Jahren vergangen, und er hat voll die Krankheit entwickelt, und er hat gelebt, büten, wo er bestarb, wo sie so eine Leprakrankheit dann lebten. Aber er kann noch immer, nur all diese Zeit, kann er noch immer hören, seine Kinder sterben. Der die gar nicht weg. Und so das ist der Mann, wo er Jesus kennt. Das Mann, der hat einen Stein in seinem Weg. Und wenn ihr das Stein wir in Wirklichkeit, dass wir nicht mal bloß, dass er krank wird, aber das Gesetz wie ein Stein in seinem Weg. Und er kann eben den Stein allmählich eben. Und so das Mann, der kommt nach Jesus. Und nu horcht. Na, wenn ihr Matthäus schrift, das ist das, was Bütergemeinde, nu horcht mal nach diese Bütergemeinde Geschichte. Und nu horcht, du kommt ein Leprakranker, bet am an und sagt, Herr, wenn du weißt, die kostet mir reinmerken. Na, wenn ich sage, reinmerken, wenn das wie ein anderer Mensch. Na, zu der Zeit, wenn du zeremoniell oder ceremonially unclean oder unrein wirst, dann kannst du mit keine Menschen taub sein. Wem immer du anfutten, dann wieder auch unrein. Wo immer du satten, wo immer du wirst, dort wo in diese Menschen mussten Büterkont von ihr Heim leben. Und wie weit nicht das Mann, aus dem Jesus kommt, was ist der Hintergrund? Du kommt bloß ein Mann, ich habe Ihnen vertalt, was es kann sein, das ist bloß eine Geschichte. Wir wissen gar nicht, wer das wir, aber das wären Menschen, die haben Familien, die haben Eltern, die haben sehr wahrscheinlich Kinder, frühes. Und wenn die früh hat, die Freiheit, gesetzlich sich frisch zu befreien, wenn der Mann leprakrank wird, wenn er wieder tot. Und so wer weiß, dass in der Früh sich frisch befreit hat, wenn er früh zu der Zeit muss ein Mann haben, dort wäre eine Erradung im Leben, dass sie wiederkommen, so sie haben sich vielleicht war er frisch befreit, wir weiß nicht. Aber das Mann kommt nach Jesus und sagt, wenn du weißt, du kannst mich reinmerken. Und so das hat das Fernstein.
das Stein, das ist so groß, ich meine, das wird der geradste Stein sozusagen in dieser Welt, wo das Mensch lebt. Und so das Vorwar, der hat das geformt und der hat den Leprakranker geformt. Und an diesem Raum, nur der andere Seite, der hat seine Dinge, wo die Bilder boven stehen und jetzt nur der andere Seite. Und so da hat er den selben Mann geformt, aber das ist nicht gesund. Weil in das andere Bild, hier, die Menschen, die gehen weich, die Menschen, er hat von Menschen getrennt, aber hier, die Menschen sind bei ihm. Der Stein ist da weggenommen. Na, das ist eine interessante Geschichte. Ich wollte hier nicht ganz lesen, aber Jesus schickt das nur den Priester. Er sagt, go wie sie die Priester. Na, dort wie ein gesetzliche Ding, wenn sie lebten, danach haben sie ein Gesetz. Und so, Tim, dass er kann rein erklärt worden, in die Gesellschaft, muss dort durch erst System drehen. Wenn Jesus kann ihn heilen, aber sie würden ihn gleich annehmen, so dort. So, der muss durch das Priestertum drehen, Tim, dass er kann gesund werden. Und so, hier ist ein Mann, das ist Niejeschaufen. Und das Mann, der kommt nach Jesus. Und Jesus sagt zu ihm, ich will. Und Jesus streckt seine Hand aus, schiert ihm an und sagt, das ist, was ich will. Weet je, das wieder, deuten den Mann sein Stein in Wahrheit. Das wieder wären das Seitste wieder, was das Mann jemals in sein Leben gehört hat. Dort wären die wieder, was sein Leben verändert und verändert. Und ich stelle mir so vor, dass das Mann seine Früh, der ist noch allein, und die Kinder, die sind vielleicht halt 5 Jahre alt geworden. Aber sie reden zu viel von Daddy und wo Daddy ist. Sie bringen ihn vielleicht einmal eten, wenn zu der Zeit, sie mussten die somehow nach dem Leben holen. Und so sie sind vielleicht fertig gegangen, da eten haben satt, dann mussten sie über weich gehen, dann kann Daddy sich dort holen. Und über einmal, nicht kommt Daddy gesund in Haus. Und da kann ich mir nicht feststellen, was das ist. Ich denke da einmal an. Von unseren Großkindern, Daddy, wenn wir waren, für den Kind. Wo wird ihr Leben ändern? Dabei immer wird ein Stein wahrgenommen sein, was unbewegbar ist. Das ist, was diese belebten. Und einmal kommt Daddy nach Hause zu gehen. Ich da einmal, mich interessiert einmal karte Videos checken, wann Soldaten nach Hause kommen. Like in der Stadt, wenn Soldaten sind vielleicht ein Jahr weiter was. Und einmal kommen sie nach Hause und eine überraschende Familie, eine überraschende Früh. Und die Kinder, die ran Daddy entgegen und hupsen in seine Arms an. Und so stelle ich mir das vor. Und weißt du, das Mann, sein Stein, wir wachen Na, vielleicht hat er Lot am Leben andere Steine gehabt. Wir weiten nicht von dessen wieder. Das ist das interessante Ding von Jesus in die Geschichten, dass wir bejahende Menschen, hoffnungslose Menschen, die kriegen Hoffnung und dann verschwinden die aus der Geschichte. Aber weißt du, das gibt Dinge in uns Leben, das gibt Steine in uns Leben, was unbewegbar schien zu sein. Und das ist, wo Jesus uns will bejahnen. Und wie kann Jesus gehen und wie kann anfragen, was du mich halten? Und weißt du, wenn er uns sagt, ich will, das ist die beste Antwort, was du kannst kriegen. Er wird vielleicht nicht den Stein wegnehmen, aber er wird die über den Stein überhalten. Ich kann Bildhus, dort die Überschrift sagt, the stones are what we step on. Die Steine sind so unsere Trappen, wo wir herklettern. Einmal nimmt Gott nicht einen Stein rütet uns weg, aber er hält uns durch Nacht, oder durch Eva können sein. So du gehst in die Bilderstube rein und du hast nicht das Bild gesehen von den Leprakranken. Einer sieht, dass der krank, und der andere sieht gesund. Einer sieht, dass er ausgeschlossen, und der andere sieht, dass er war bei der Familie. Like das Mann, der ist bloß von Tod zu Leben gekommen. Jesus hat sein Leben verändert. So, die erst noch das nächste Bild. Niejeschaufen. Ober Gott. Und so, die erst noch das nächste Bild. Und hier ist ein Mann, der ist mit vielen bösen Gästen besessen. Und weißt du, das ist eine von den wunderbarsten Geschichten in Jesus sein Leben. Jesus geht nun jemand, wo er gewöhnlich nicht ist,
wo er das Mann bejahnt. Und er kommt ungeschrien, ungerannt und kommt ungeschrien, wild, und sie das wild. Ich meine, die Devils checken it in seine Ohren rüt, und er schreckt Jesus an. Andere Menschen gingen hier gleich, wenn die hatten Angst vor denen, das heißt, sie hatten ihn auf Ferken versucht anzubringen mit strengen Schäden und verschiedene Dinge, und er reute immer zwei, wenn das Mann, der wir mit vielen bei sich erst besäten. Und so, Jesus geht dahin, und ich frage mich einmal, wo wir hin? Weißt du, wo wir hin? Wenn Jesus muss das Mann hier treffen. Wir haben die Geschichte von der samaritischen Frau, und du sagst, dass er muss durch Samarien gehen. Und das ist es hier wieder. Er muss nur diese Gegend gehen, dass wir an der Außenkant von der Galiläischen Meer, dass wir eine heidnische Gegend durch, und Jesus fährt dahin mit einem Lamm. Und ich glaube, dass wir von Gott abgestellt, wir sagen einmal ein Divine Appointment, ein von Gott abgestelltes Sita hat er mit dem Mann. Und so, das Mann kommt angerannt. Das ist ein hoffnungsloser Mensch. Der ist so falsch von der Beisiester. Der ist so falsch von den Teufel. Der ist so deib in den Feindsinn direkt hingesunken, als ein Mensch kann. Und der lebt in der Gräber, der schnitt sich mit Steiner, der rettet alles zwei. Das heißt es, der schrie mit lüder Stimme, was habe ich mit dir zu tun, Jesus? Du bist den höchsten Gott in sehen. Schwer für Gott, dass du mich nicht quälen wirst. Und zu diesem Mann kommt nach Jesus. Alle Menschen gehen in den Stich. Ich stelle mir so vor, Jesus sind die Jünger, die werden reiten und Püsten lassen. Like, sie wollen das nicht bejahen. Aber Jesus geht ihnen entgegen. Und dieses Mann kommt bei Jesus. Und du fällt der Hand. Und so du wunderst, und du gehst heran das Bild, like, du sitzt das Bild, hast das Mann geformt, und gehst nach der anderen Seite. Und du hast das Bild umgeändert. Der Mann ist gesund, der ist gekleidet, der ist vernünftig und gekleidet, sagt es. Und wir können uns vorstellen, Menschen, die den kennen, oder Menschen, die gehen, die geben denen Hag. Und als sie noch Jesus kam, sagen sie denen, die von den anderen Gästen, die besäten gewesen, vernünftig und gekleidet. Und so hier wie ein Mensch versunken in der Düsternis, versunken in den Teufel seine Macht, so wie das ging. Und der bejahnt Jesus. Und der Stein, der rollt jetzt in Wachrüt. Und das hat er jetzt ein Haus. Ich meine, wir wollen die Geschichte nicht wieder hier lesen, aber der jetzt ein Tränenhaus. Er wollte das mit Jesus mitgehen. Aber er hat ein Haus. Jesus sagt, er soll ein Haus gehen. Er soll seinen Menschen sagen, was passiert ist. Und ich wundere mich, wer das schafft. Nicht kommt das, was sie weiten, das mit vielen bei sich erst besäten, die kommt auf längste Gas zu gehen. Like alle Menschen riemen sich in den Stich. So stelle ich mir das vor. Und dort jeden Stutz, was sie fangen an, zu checken, okay, dann sind die das normal, oder was mit denen passiert, und fangen an, die Geschichte zu vertalen, und Leuten an die Geschichte vertalen. Ich wundere, wie viele Menschen in der Gegend glaubten an Jesus durch das? Wir weten nicht, die Bibel sagt uns das nicht. Aber er ging ein Haus, und er hat Zeugen. Und weißt du, das haben wir Niejeschaufen. Das haben wir nie gemerkt. Da sind Menschen dort, die haben uns feststellen, mit bei sich erst besäten, so da bis es ging, und durch geraten, und einfach normal, freundlich, tüsam da, gekleidet, vernünftig, und verteilt seine Familie, vielleicht wieder auch ein Mann mit Familie, vielleicht hat er auch eine Frau mit Kindern. Er hat Eltern, er hat Freundschaft, Geschwister. Und die wollen noch nicht mal mehr von denen reden, wenn das ganze Gegend wissen, dass sie so ein besätener Mensch haben in ihrer Familie. Und bei einmal seid ihr vernünftig tüß, und die seid ihr vielleicht tüß auf ihre Gasse an ihr Haus, und Menschen kommen langsam nur und fangen an die Geschichte hier. Niejeschaufen. Aber Gott. Und so, wenn du Dinge in dein Leben hast, Jesus will die du begegnen. Vielleicht hast du zu kämpfen mit, was wir einmal Gäste sein, oder du hast zu kämpfen mit einem Loster, du hast zu kämpfen mit Dingen, was die gebunden haben. Vielleicht besser, weiß nicht, wo alle werden, du warst für Counseling in Zentrum, wer weiß, wo alle werden, die haben die all versucht anzubringen, sozusagen, dass alle einmal zwei reden, einmal war er gefallen. Und Jesus will die begegnen. So, die jetzt wieder in diese Bilderstube.
Das ist noch ein Bild. Und so das nächste Bild, das ist eine Frau. Na, diese Frau, die hat sich geritten in Hurerie, sagt das, oder ein unmoralisches Leben. Und sie bringen ihn in Jesus. Sie sagen, das Gesetz sagt uns, wir sollen nicht stehen. Was sagst du? Na, weet je, diese Frau, die wir ohne das religiöse System ganz hoffnungslos. Sie hat keinem was verarbeitet reden. Weet je, diese Geschichte wird abgestellt. Na, die Bibel sagt uns das nicht, aber das war ich glaube. Diese jüdische Lehrer, die wollen so hier in Jesus haben sie schaffen, die wollen so hier irgendwas finden in Jesus, dass sie haben sich das abgestellt. Wenn sie sagen, wie hatte ihr dabei gereden, wo ist der Mann? Der Mann wäre vielleicht ein von den Steiner halt, ich weiß nicht. Wenn das wie eine abgestellte Geschichte. Sie haben sich wem angenommen. Sie haben sich wem angenommen, was mit dieser Früh wird gehen, Hurerie treiben. Sie haben sich wem angenommen, wem sie wurden gerieten dabei, dass wir alle abgestellt. Entweder kreiden nicht, wenn sie diese Früh müssen ganz vernichten, wenn sie dann würden, was in Jesus fing. Das ist, was Religion tut. Und diese Früh wie ohne das System gebunden. Und so die haben sie auch dabei geritten. Und das Bild sagt, schuldig und beschämt. Und wir können uns meist nicht verstehen. Weil ihr zu der Zeit, früher hatten really kein Reich und wenig Wirt. Und nu steht sie da in einem Kranz von Mana, wo er alle verdammt und er steinen wollen. Aber sie wollen er gleich steinen. Das ist gleich der Punkt. Sie wollen Jesus in der Vollen in dir. Und das ist der Hauptpunkt. Aber sei es die Bett, würde wir auf Englisch sagen, sei es dort, was auf ihr Herzen abhand haben, den Vers geriet. Und so sei es bloß, wer zum Waschmieden. Ich will ein paar Botschaften wieder, weil ich für Bilder wiesen oder vertalen, von wo Jesus mit frühes umging. Und dann wollen wir dann ein bisschen noch nachdenken. Aber Jesus hat Schrift ab ihr. Wir wissen nicht, was er durchgeschrieben hat, aber die Menschen, die stehen und lernen, dann sagt er, wer ohne Sinn ist, schmied den ersten Stein. Und dann sagt die Bibel uns, die Steine fangen an weich zu fallen und sie fangen an weich zu gehen. Und dann steht diese Friede dem mit Jesus taub. Und Jesus fragt er, wo sind die, was die verklären? Und sie sagt, ich weiß nicht, keiner hat mich verdammt. Und dann sagt Jesus, ich verdamme die auch nicht. Go und sinn nicht mehr. Vielleicht bist du in Sinn gefallen. Vielleicht hast du dort einen Stein, was in den Weich liegt. Vielleicht hast du den Sinn noch verstärken. Vielleicht hast du die auch geräten dabei. Was immer das ist. Vielleicht ist es Pornografie oder vielleicht ist es Pleitsch, Trinken oder was immer das ist. Ich meine, wir haben verschiedene Dinge. Und wenn wir zu Jesus kommen und er sagt zu uns, weißt du was? Ich verdamme die auch nicht. Das sind die seitste Werte von Gott. Niejeschaufen. Weißt du, kannst deinen Sinn loswerden. Du kannst deinen Sinn nur anbringen. Vielleicht hast du ihn noch verstärken. Vielleicht hast du ihn nicht mal verstärken. Aber häufig hat Sinn. Meine Bibel ist voll von dort. Und so was verstärken in die? Was ist der politische Sinn, was die Menschen niemals mehr anfangen? Und so diese Früh, die haben sie abgestellt für das. Vielleicht hat jemand die abgestellt für den. Ich weiß nicht. Das ja verschiedene Dinge in dieser Welt. Aber das ist ein Stein in dein Leben. Der Stein hat die drei Holen von Anfang zu dein in der Kirche. Oder der hat die drei Holen von auch mal wirklich Anfang zu zeugen für Jesus. Oder der hat die drei Holen von den Raub, was Gott für dein Leben hat. Und so, Jesus will die begegnen, aber Gott. Gott will die dort treffen bei den Steinen. Wenn er weiter sind, er wird Charakter, was er verstärken ist, er wird Charakter, wo er sitzt, er wird die ganze Wahrheit dabei, und er wird die dort gleich begegnen. Wir haben noch eine Geschichte. Das sind Gelähmte. Und dann bringen sie nach Jesus, aber das ist alle tot. Das ist auch eine hoffnungslose Geschichte sozusagen. Wir wissen nicht, was sie sich da untereinander verteilen. Vielleicht haben sie gedacht, well, wenn wir nach Hause gehen,
Vielleicht hast du einer Mann gewesen, was gesagt hat, no, wir gehen nicht in den Haus, like, wie fahren durch mit das. Und so sie merken das ob, wie kann die Geschichte. Und Jesus heilt ihn und er verjagt ihn. Und so das war das, der ist gelähmt, die Familie muss den besorgen, die Familie muss den immer rumdrehen, wo immer er will, wo immer er haben will. Und nu hat Jesus den bejahend. Er ist Niejeschaufen. Der geht in ein Haus mit seinem Bad am Regen. Und hat Gott bejahend. Wir haben einen Vers in der Bibel. Das ist ein interessanter Vers. Das ist eine Prophezeiung von Jesus. Aber das sagt, er wird in angeknackte Ruhe, ein Strohhalm kann sein, ein geplant, wird er nicht aufbrechen. Er wird in schwelendes Tolchlicht, ein schwelender Docht nicht utpusten. Das heißt es dort. Er wird die angeknackte Ruhe nicht aufbrechen und die schwelende Docht wird er nicht utmerken. Weil Leben hat uns angeknackt. Dinge, die passiert sind, haben uns angeknackt. Du darfst mal klar. Du bekehrst dich mal und dann wird es einfach in die Dinge scheinen, das Licht, das brennt, hoch und Tag. Von der schwelt es noch ein bisschen, oder das regnet noch ein bisschen, wenn du sind Steena in den Weichen angekommen. Das sind sehr bekannte Geschichten, vielmal manche Menschen. Dann mal wir so mutig, ich meine, als wir uns befrieden, das ging so scheinen, wir hatten so einen Traum, von der haben wir eine verbrechende Eiche. Da sind Steine im Weich gekommen, verschiedene Dinge. Aber wir hatten so eine Hoffnung mit unseren Kindern, als die klein waren, das ging so scheinen, die sind abgewaschen, die haben sich von Gott weggedreht. Und leben ein sehr unmoralisches Leben. Ich weiß nicht, was den Stein ist. Aber ich wundere, was du vielleicht Steine hast. Große, kleine. Aber der Asphalt in uns Weichen angekommen. Weißt du, er sagt, wenn du auch angeknackt bist, vielleicht schwelst du einmal bloß. Den Glauben, der ist, ich meine, du bist bereit mit allen eigenen Heaven. Er sagt, je wird es nicht utmerken. Und so er will uns bejahnen. Dit werken heeft te doen met Niejeschaufen. Er will uns nie merken. Und willst du jetzt in die Bilderstube rahmen, und hast du noch ein Bild. Und du hast die Nomen, aber das entwettet. Die Vorstädte besieht, und die Bild wird gefarben. Wo zit das? Was fehlt da nicht zu merken? Wo fehlt das, wenn wir eine Obergott Erfahrung haben? Und weißt du, halbe Weg nach Steena. Was ist der Stein? Was wird fein sein, wo wir Jesus können bejahen? Zoals ik al zei, dit werking heeft te doen met dat Jesus ging in een Kreuz, met al die zin, met al die krankheid, met al die dingen, met al die steinen, die die weg zijn. En hij starf voor die. In die steed. Zondag waar we vieren, of waar we denken dat hij stond op van dood. En zo vandaar wel wie overal vieren. Met dit im Zahn, Jesus ist gestorben für die Steine. Was sind die Steine? Was kann sein, wenn du nu krank wirst, nur Jesus bringen? Oder was für eine Lehre wirst du kann Jesus fragen, dass er die wird bejahen bei den Steinen? Na, da kann sein, dass das Steine ja, was er nicht wird wegnehmen. Aber er hat versprochen, er wird die bei der Hand nehmen. Er wird die dann abhalten. Er will mit die gehen, längst das Weg, wo wir uns verstoppen, in Handfallen, in Fehler merken, in große Steine einmal Salz in uns Weg nehmen. Er kann uns dort vergeben. Wenn die nicht das Koffertjes haben, dann würde ich gleich, wenn die die Hand abhauen, da sind Personen, die da rumgehen mit euch. Aber von der, wenn wir das trinken und eten, wir wollen denken, dass Jesus bejahnt uns bei unseren Steinen.
Hij wil ons bejenen bij ons leprakrankheid. Hij wil ons bejenen bij den Fluch, wat mensen op ons nap wil. Hij wil ons bejenen bij wo we zo veel, we zijn gelähmt en we kunnen gleich ons zelf zijn, of we kunnen gleich wiederkomen. Hij wil die bejenen, wo immer der Stein ist. Wir doen dat hier in onze kerk vielleicht ein bisschen anders gewöhnt sind, wenn die hier zum ersten Mal sind. Wenn die hier Kinder haben und die als Eltern damit okay sind, die können ihren Kinder auch eingeben. Und mit dort wird wir ihren Tauroden ihre Kinder zu lernen, was das meint. Weet je, dan overmal heeft de Wartelen een Passafast im Oude Testament. Na, ich weiß, wir leben noch nicht mehr. Aber dort wir ein Familienfast, dort wir ein Dankfast. Dort wir mit so wenn wir würden mal eine Danksagung fast haben, mit den Dash abgelohnt mit Eten. Und da wir in die Kinder bieten, die Kinder, die werden die Geschichte vertalt, Jahr für Jahr für Jahr, wo sie wieder in Ägypten rausgekommen. Und weet je, wir haben overal ein bisschen so gedreht, als bloß für Grote und für die Baste Grote. Und die anderen sollen noch nicht sein, aber die Kinder sollen für sure nicht wissen, was da passiert. Wir denken nou, als ich das erste Mal auf overal wieder, ich kriege Durchfall und weiß nicht was alles, das ich gruwelijk nicht. Und weet je, wir wollen dort verbeten für die Kinder, das soll ein Segen sein. Dan war ich also traurig, dass Jesus muss sterben und jemals ja dort für meine Sinn, und deine Sinn. Aber das ist die größte Erlösung, was wir haben. Weet je, das ist der größte Stein in den Weg. Und Jesus kam die da bejenen. Und das ist, was wir führen mit das. Jesus bejent die bei den größten Sinnenstein und er verjagt die deine Sinnen. Und du kannst am annehmen. Wenn du nicht klar bist, was du Jesus erhebt im Hort hast, nu karak würde Zeit sein zum Anbeten. Und so wir wollen kleine Zeit nehmen zum Beten. Und du kannst bei dir selbst beten. Aber lass dir das nicht vorbeigehen. Das ist das Zeichen von der Jesus, die bei den Stein bejent. Keiner, was der Stein ist. Er will die bejenen. Und er will die heilen von dort. Er will die vergeben. Niejeschaufen. Wer in Christus ist nie ein Mensch geworden, sagt es. Und so werden wir das annehmen. Wir werden taub beten. Himmlischer Vater, du kannst jeder Hort. Du wirst krank, wer wir sind. Du wirst krank, die Steine in uns leben. Herr, wir haben nicht Leperkrankheit, vielleicht sind wir nicht gelähmt, vielleicht stehen wir nicht firm recht und Menschen wollen uns steinigen und verdammen, aber wir haben Steine. Aber einmal haben wir krank sind, wir haben vielleicht Krankheitssteine in uns Weg. Oder wir haben einen Fluchstein in uns Weg, wo Menschen uns dolern, uns verdammen und vielleicht uns brücken wollen, zum irgendwas erregen. Was immer der Stein ist von dir, Herr, du bist nun Kriegsgegangen, du hast alle Macht überwunden. Vielleicht sind wir gefällt mit Dingen, die uns bringen. Vielleicht sogar bei sich Esther. Oder du sind los in uns Leben. Oder du sind politische Dinge, die uns bringen, da kommen wir nicht von los. Und wir bringen das nicht alle in den Krieg, Herr. Ich will ihn toten, dort stolz dir für ihn selbst beten. Wenn du nicht Jesus kannst, kannst du nicht krank annehmen in Anbetung, aber bring ihm den Stein. Amen. Okay, je haben alles an den gestellt, wenn ihr das bovenste klare Plastik da losnehmt, dann hast du das kleine runde Kollertje, das stellt Brot für. Das ist juist sein Körper, was von uns gebrochen wird. Und so werden wir das eten mit Andenken, dass Heilbrüch, zum das du geheilt worden. Werden wir das top eten. Wenn ihr das Koffertje habt, wenn ihr das nächste auftun, dann ist das Juice zu ben. Weet je, wir haben einen Vers in Hebräer, da sagt es, dass Jesus ist mit seinem einen Blut
in das Allerheiligste gehen, in den himmlischen Tempel, und hat eine ewige Erlösung teweegschaffen. Ich will haben, dass wir von der an denken, wenn wir das trinken, dass was immer deine Sinn ist, was immer du hast auch in dein Leben, dort in den himmlischen Tempel, du bist Gott, in seine Gnadenstube, kann sein, in seine Thronstube, du steht und kommt je Blut, je in deine Sinn. Und wenn wir das uttrinken, weil wir Gott danken, für dort Blut, was da je in meine Sinn steht. Weet je, wie sind Anfall kommende Menschen, even als Christen, wir tun manchmal auch rechte Dinge. Und das sagt in 1. Johannes, dass wenn wir auch recht tun, dann steht Jesus ab. Und er steht vor uns an. Weet je, was er sagt? Er sagt, hier steht mein Blut, je in den Sinne sind. Das ist das Einzige, was ich will, die Dürre mehr. Sein Blut steht je in all deine Steine, was du hast. Amen? Weil wir das trinken.